Voilà. Und wir werden heute gerade einsteigen. Und zwar, vielleicht haben Sie es noch nicht mitbekommen, wir haben jetzt die Osterserie abgeschlossen, gerade letzten Sonntag, genau, #Jesus. Und heute haben wir eine neue Serie angefangen. Genau, und das ist wieder mal so eine Bestseller-Serie. Und wenn ihr das nicht sagt, mir hat das auch nicht gesagt, das ist eine Serie, wo wir ein ganzes Buch von der Bibel anschauen. Und zwar von vorne bis hinten. Also nicht einfach eine gewisse Thematik, eben wie Hoffnung oder wer ist Jesus gewesen, sondern wirklich ein Buch. Und das Mal geht es um die Offenbarung. Yes, genau. Und unsere erste Frage an dich ist gerade, wieso die Offenbarung? Wieso machen wir eine Serie über die Offenbarung? Ja, wir haben uns da länger schon mal mit auseinandergesetzt und gerade während der ganzen Corona-Zeit, wegen der Krisen, Lockdown, Locked-up und allem Möglichen und immer mehr auch Leute frustriert sind, ermüdet sind, manche das Ganze als eine ganz eigenartige Sache betrachten, das ist doch alles gesteuert, das stimmt doch nicht und Covid-19, Covid-20, Covid-21, so wie bei Windows immer ein neuer Update kommt. Was kommt da? Steckt da nicht mehr dahinter? Und wir haben bewusst gesagt, ist, glaube ich, wichtig, das letzte Buch von der Bibel mal anzuschauen, weil das letzte Buch der Bibel gibt tatsächlich eine Vision von Gott, die klarste und deutlichste Vision, ja, was denn kommt und was denn sein wird damals, wo der Johannes das aufgeschrieben hat. Und das hat natürlich auch noch Bedeutung auf heute hin. Und wir haben gedacht, wir stecken in so einer Phase, dass ganze Gesellschaft, wo alle möglichen Theorien aufkommen, Ideen aufkommen, das Ende naht, die Welt bricht zusammen, du darfst nur noch mit dem Impfpass einkaufen gehen und nur wenn du tätowiert bist, geht das. Ich glaube, und das sind alles Dinge, die irgendwo angelehnt sind an das letzte Buch der Bibel. Monströse, komische Dinge, die uns irgendwie Angst machen. Und ich bin überzeugt davon, dass das letzte Buch der Bibel uns eine super hoffnungsvolle Vision gibt gegen alle Monster. Gegen alle die Wahnsinnigen und Gruseligen und Dinge, die irgendwo uns momentan auch Angst machen wollen und auch zurückziehen wollen und auch in alle möglichen Richtungen schieben wollen. Das ist eine glaubensvolle, hoffnungsvolle Sicht. Eine der klarsten Visionen, die wir überhaupt haben, was Gott mit der Menschheit, mit der ganzen Geschichte von der Menschheit zu tun hat. Deswegen eine hoffnungsvolle Vision gegen die monströsen Ideen und Verschwörungen und Ahnungen, die da sind. Deswegen machen wir die Serie just in time, in der wir sind. Perfekt. Herr Ralf, da hast du mir gerade so einen nahrhaften Boden gegeben. Das ist wirklich super. Wir haben uns wirklich ein paar Fragen überlegt. Es läuft so, dass wir, wo ihn da ein bisschen löchern und ein bisschen durchbohren, eigentlich mit unseren Fragen, wir schauen seine Predigt natürlich und stellen aufgrund von dieser Fragen. Und wir haben beide gedacht, wo wir deine Predigt gehört haben, gedacht, ja, mega coole Hoffnung, das stimmt, eben, das ist so gut, dass wir eine Vision haben. Aber wenn ich höre, hey, wir schauen die Offenbarung an, dann fange ich auch ein bisschen an zu zittern. Weil irgendwie, das ist ja nicht nur so, ja, eben, es wird alles gut, am Schluss ist Gott der alles in der Hand hat, sondern es ist auch Schlachten, Gott ist zornig, es ist alles nicht so gut, es kommen irgendwelche Ritter. Und da habe ich mit dem Mats ist das sehr wichtig, dass ich das vorlese. Das ist nicht nur auf meinem Mist gewachsen. Ich lese dir vor, Offenbarung 14, 19 bis 20. Da ließ der Engel seine Sichel über die Erde sausen. Und er erntete vom Weinstock der Erde und warf es in die Kelter des Zornes Gottes, des großen Zornes Gottes. Das ist jetzt mal so, okay, ja, Gott ist zornig, aber... Und getreten wurde die Kelter vor den Toren der Stadt und Blut spritzte aus der Kelter bis hinauf an die Zügel der Pferde. Rösser sind recht groß, just saying. 1600 Stadien weit. Stadien haben wir auch nicht gesagt, aber das sind etwa 237 Kilometer. Und jetzt frage ich mich, wo steckt in diesen Vers jetzt so die Hoffnung? Ich weiß nicht, also es ist... Ich habe einfach gedacht, irgendwie eben die Vision, da stimme ich dir voll zu, aber eben für mich ist die Offenbarung auch ganz fest das irgendwie. Ja gut, zuerst mal ganz banal, die Hoffnung ist, das Blut stinkt nur bis zum Hals und nicht drüber. Die konnten noch schnufen, die Pferde, das ist mal ganz objektiv betrachtet und 236 Kilometer. Also Tessin hat es ja nicht erreicht. Das könnte man jetzt so lapidar abtun. Und die Frage ist absolut berechtigt, weil es kommen wirklich Szenarien in der Bibel, in der Buch der Offenbarung vor, die sind furchteinflößend, wirklich. Blut spritzt,
Pandemien, Seuchen, Menschen werden hingerafft, Not, Hass. Und Gott wird auch als Gott dargestellt, der wirklich durchgreift, der wirklich gegen das Böse kämpft. Und da kommt jetzt die Grundfrage, wie muss man die Offenbarung lesen? Heißt das, wir müssen die Offenbarung wörtlich lesen, also das Blut stieg wirklich bis zu dem Halfter da oben hin und 236 Kilometer weit. Ist das jetzt so gemeint, dass dieses Tal, wo das stattfindet, wirklich so mit dem Blut anhäuft? Ist das wörtlich gemeint? Oder ist es auch ein Bild, ein Symbol für gewisse Gewaltexzesse, die dargestellt werden? Der Johannes, der Schreiber von der Offenbarung, ist ja nicht der Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Auch nicht der Johannes, der die Johannesbriefe geschrieben hat, das ist ein anderer. Ein Evangelist wahrscheinlich, der umhergezogen ist und der dann nach Patmos verbannt worden ist, weil er eben zum Glauben stand, hat die Vision. Und er entwickelt eine Theologie vom Ende. Er schreibt das an die 7 Gemeinden und beschreibt das wie eine Theologie in Bildern. Und er sagt, das ist ein Endkampf. Da geht es wirklich um das Böse bäumt sich auf. Und der König von Juda, der Löwe von Juda, Gott ist nicht egal, was in dieser Erde passiert. Wir können nicht alle Bilder in der Offenbarung von Johannes, können wir nicht alle wörtlich nehmen und sagen, jetzt, aha, das steigt so hoch, das Blut. Und dann kommt das, ja, dann kommt das, dann kommt das. Das ist nicht in dem Sinne so chronologisch und bildhaft alles gemeint. Ist eine prophetische Schrift und wir müssen sie prophetisch lesen. Sie tut sich zum Beispiel ins Alte Testament, an Buch Daniel anwenden. Da kommen einige Prophetien vor, er bezieht sich auch darauf. Und die kommen dann in der Offenbarung wieder vor. Und auch die sind zum Teil symbolisch gemeint, bildhaft, um deutlich zu machen, hier passieren epische Schlachten. Hier geht es wirklich ans Eingemachte. Das hat eine Bedeutung, aber es ist nicht wörtlich alles zu verstehen. Und speziell jetzt die Stelle, da freuen wir uns drauf, wenn der Matthias Saladin, Location Pastor von Basel-Land, he himself dann das natürlich dann explizit noch auflösen wird. Aber so viel, ganz wichtig, es ist nicht alles wörtlich darin zu verstehen. Manches ist symbolhaft, das muss man dann unterscheiden. Und man kann auch nicht alles sagen, so ist es so oder so gemeint. Das ist wirklich, da kann man nicht einfach, das Symbol und das ist das. Das ist wirklich Arbeit im ganzen Kontext der Offenbarung mit der ganzen Bibel zu verstehen. Yes. Hey, mega cool, du hast uns gerade noch andere Fragen schon beantwortet, die wir uns auch gestellt haben. Eben zum Beispiel gerade, wie Wörter kann man das nehmen, weil für mich ist so ein Engel mit 1000 Augen drauf, ist so, okay, will ich das? Ja, genau. Nein. Ja, ich glaube, wir schauen gerade mal das erste Video. Genau, das haben wir noch nicht gesagt. Genau, wir haben auch in diesem Format Videoausschnitt vom Morgen, weil wir nehmen das alles auf. Wir dann zusammenschneiden, also der Janik macht das gütigerweise. Genau, und dann zeigen wir euch, dass damit auch ein bisschen einen Einblick habt und das noch besser könnt verstehen, was wir hier für Fragen dem Ralf genau stellen. Und das erste Video sehen wir jetzt. Yes. Die sind eindrücklich und die werfen wirklich Fragen auf oder man könnte auch sagen, die geben Raum für Interpretation. In welcher Zeit leben wir heute? Was hat das mit uns heute zu tun? Wie können wir das irgendwo auf uns anwenden? Hat dieses Buch überhaupt irgendeine Bedeutung für uns? Weil lange Zeit war dieses Buch umstritten. Ursprünglich soll es gar nicht in den Kanon hinein, also in den Umfang von der Bibel. Genau. Also, was hat das Buch mit uns heute zu tun? Wie ich jetzt eben schon gesagt habe, ich glaube, das Buch gibt uns eine wahnsinnig scharfe Vision, wie Gott mit der Menschheit eine Geschichte schreibt. Und das ist sehr bildhaft und sehr verstörend auf der einen Seite. Aber wenn man die ganze Bibel jetzt mal nimmt und sagt, look, was am Anfang? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Auf sein Wort hin kam Erde in Existenz, kam Leben in Existenz. Am Anfang der Offenbarung spricht Jesus zu dem Seher Johannes und sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Und sagt, er spricht auch das letzte Wort. Und in der Offenbarung wird genau das allmählich entfaltet. Es gibt wirklich mal ein letztes Wort. Und das letzte Wort wird sein, dass die Liebe siegt, dass Jesus tatsächlich über all diese zerstörerischen Kräfte, die das Leben kaputt machen wollen, letztlich das letzte Wort auch spricht. Und dieser Kampf, das hat mit uns heute zu tun.
Auch heute erleben wir, denke ich, in der ganzen Welt, in der ganzen Gesellschaft, wir erleben wahnsinnig zerstörerische Mächte weltweit, wo das Leben mit Füßen getreten wird, der Planet mit Füßen getreten wird. Und das ist Gottes Schöpfung und Gott ist das nicht egal. Gott schaut nicht darüber hinweg, er will mit allen Umständen mit uns zum guten Ende kommen. Und er möchte wirklich eine Neuschöpfung schaffen. Und deswegen hat es mit uns zu tun, weil wir seine Nachfolger, wir sind in der Mission unterwegs. Und wir merken schon ein wenig von dem, was Neues passiert und Neues aufbricht. Aber wenn du wie sagst, eben das zeigt auch, oder, wie Gott Geschichte schreibt mit der Menschheit irgendwie, hat man, also die Geschichte ist ja auch irgendwie sichtbar ohne die Offenbarung, dass Gott sein Volk hat und möchte den Ehre Gott sein und dass er es in der Hand hat, was mit der Menschheit quasi passiert, dass er liebend ist und dass er für uns schaut. Und die Hoffnung, die haben wir ja auch schon in Jesus. Wieso ist es denn wichtig, dass das Buch von der Offenbarung eben in den Kanon, hast du es genommen, eben reingenommen worden ist? Ich glaube, der entscheidende Punkt ist wirklich, warum ist das wichtig? In der Offenbarung wird uns gezeigt, es geht wirklich im Ende zu. Und seit Jesus gestorben ist, gekreuzigt wurde, auferstanden ist und gegen den Himmel gefahren ist, lebt die ganze Christenheit in der Erwartung, Jesus kommt wieder. Und er wird das neue Reich, sein Gottesreich, aufbauen. Und das ist das Ende. Genau, und das ist der Neuanfang. Das ist dann wirklich die Neuschöpfung. Und seit der Kreuzigung, wir kommen von Ostern, seit Ostern, da dringt er durch jede Ritze hindurch, das Neue. Aber das, was Jesus ans Kreuz gebracht hat, all die zerstörerischen Mächte, sind mit aller Macht daran, auch nicht aufzugeben. Weil sie haben auf einmal gemerkt, der Tod ist überwunden, der Tod hat wirklich nicht das letzte Wort. Und Jesus drängt nach vorne und das Neue kommt. Es wächst schon auf, aber es wächst nicht einfach im schönen Biotop auf, sondern es wächst unter Umständen auf, wo das Böse dagegen ankämpft. Und das schildert die Offenbarung. Ein Brief an 7 Kirchen, die wirklich unter Verfolgung gelitten haben, wo Menschen umgebracht worden sind wegen ihrem Glauben. Und Johannes schreibt die Sachen an diese Kirchen. Hey, haltet durch, es kommt gut. Mein Ende kommt wirklich gut. Und er spricht ihnen das wieder zu. Und er spricht, glaube ich, auch uns heute offenbaren zu. Leute, haltet durch, egal in welcher Krise, in welchem Wahnsinn wir auch leben. Das Neue kommt. Es kommt eine neue Schöpfung von der Erde. Ohne Leid, ohne Tränen und ohne Chemikalien. Eben, du hast schon gesagt, Offenbarung ist ja mega wichtig. Wenn sie so wichtig ist, wieso ist sie dann so kompliziert geschrieben, dass einen wie so abschreckt davon? Also, ja, wir haben auch hier neben Ralf sind ja die Rolle mit diesen 7 Siegeln. Und so fühlt es sich auch ein bisschen an, oder wenn man das Buch liest, ist irgendwie so, eben das passiert und das passiert, aber es ist doch nicht chronologisch zu verstehen. Und wenn passiert, geht das noch 1000 Jahre, ist es morgen? Es ist irgendwie alles so nicht irgendwie greifbar. Ja, da gebe ich dir recht. In Offenbarung 5, da ist ja von der Buchrolle die Rede. Das ist eine Buchrolle, die außen und innen beschrieben wird und mit 7 Siegeln versiegelt. Und wer ist würdig, das jetzt zu entschlüsseln? Und das kommt dann um Offenbarung 5. Und dann ist auf einmal das Lamm Gottes, wo die Buchrolle aufmacht. Für uns sind das zum Teil Bilder, die wirklich schwer verständlich sind. Für die Leute, die damals geschrieben worden ist, war das nicht so schwer verständlich. Die haben manche Dinge viel schneller kapiert. 7 Hügel, dies und jenes, 666. Das war nicht alles nur so Geheimcode, so sakrilegmäßig. Die konnten wirklich was damit anfangen. In ihrer Zeit ist das wesentlich mehr verständlich und übersetzbar gewesen als in unserer Zeit heute. Und deswegen muss man auch wirklich theologisch ein bisschen darüber arbeiten und nachdenken, wie es dazu verstehen, mit alttestamentlichen Prophetien, was passierte in den Kirchen, welche Zeitepoche war das, was passierte bei denen gerade und was für eine Bedeutung hat das denn, zum Beispiel so eine Zahl 666 und so weiter. Also für damals ist es längst nicht so schwierig immer zu verstehen gewesen, wie es für uns heute denkbar ist. Ein Drache mit 7 Köpfen war auch damals skurril. Okay. Aber du sagst, man muss es wie im Kontext mega anschauen, Genau. um das ein bisschen besser können begreifen, was damit gemeint 100%. ist. Ja. Okay. genau, du hast gerade eine Frage im Slido dazu. Und zwar ist die Frage, wenn in der Offenbarung, wenn du das nicht wortwörtlich kannst nehmen, wie ist es denn in den anderen Erzählungen in der Bibel? Also vor allem im Alten Testament kann man die auch nicht wortwörtlich nehmen. Auch sehr gute Frage. Herr Saladin wird das beantworten.
Nein, er wird sicherlich darauf eingehen, aber grundsätzlich, wir haben hier verschiedene Gattungen an Schriften in der Bibel. Wir haben poetische Bücher, wir haben historische Bücher und wir haben prophetische Bücher. Und du kannst nicht jede Gattung kannst du gleich behandeln. Ein poetischer Text ist ja nicht gleich wie ein historischer Text. Wenn da von Palmen, wie du eine Palme aufwächst und so weiter, eine blühende, schöne Frau und so, da kannst du ja nicht alles jetzt sehen, das ist historisch und nee, das ist ein Mensch, das ist keine Palme. Also man muss unterscheiden, welcher Text es hat, und in dem Kontext kann man dann auf die Texte auch eingehen, was für eine Bedeutung hatten die Bilder, auch im Alten Testament, was für eine Bedeutung hatten die Aussagen, warum ist das so ein Wortspiel, was macht da Sinn und so weiter. Im Neuen Testament, wenn Jesus Gleichnisse erzählt, und er erzählt Gleichnisse von Schafen, von Hirten und so weiter, dann ist das hier für die normalen städtischen Bewohner, ja, das ist so heile Welt denken, ja, Schöfli, Ostern und so weiter. Aber erklär mal einem Eskimo ein Schaf und Hirte und so weiter, denkt er auch, hast du eine Waffe. Also muss ja kontextualisieren, auch kulturell hat Jesus Dinge gebraucht der damaligen Zeit und hat darüber gesprochen. Und das machte dann Sinn. Das ist nicht automatisch in unserer Zeit genau erklären. Hey, in dem Sinn kommen wir auch schon zum zweiten Video. Genau. Die Offenbarung ist kein Buch, wo unser Fahrplan offenbart wird. Dann kommt das, da musst du links abbiegen, da darfst du auf keinen Fall rechts abbiegen, da musst du den Weg hier gehen. Das ist kein Fahrplan, im Sinne, das passiert alles miteinander. Und das ist auch nicht irgendwie eine apokalyptische Seifenoper, die man gar nicht ernst nehmen muss. Das ist es nämlich auch nicht. Genau, der wird vorher gesagt, du hast uns schon ein paar Sachen vorweggenommen. Du hast eben gesagt, das Buch ist nicht chronologisch zu verstehen. Aber trotzdem hat es wie verschiedene Schritte, die passieren. Oder? Zuerst passiert das und dann kommt das. Aber wenn das nicht chronologisch zu verstehen ist, wieso ist es denn chronologisch geschrieben? Sagst du. Ich habe es heute Morgen in der Predigt versucht, mit so zu entschlüsseln, auch mit mehr greifbar zu machen. Der Offenbarung, der Johannes gibt uns Einblick in so verschiedene Bühnen, Szenerien. Und die eine Bühne, ich habe es heute Morgen so dargestellt, look, auf der Bühne da vorne, das sind die 7 Gemeinden. Und an die schreibt er Texte, richtig, so Brief, hey, euch in Laodicea, ihr in Philadelphia, da sagt, look, Thyatira, euch, ihr macht das und das. Er spricht die konkret an. Das ist die Bühne. Und dann bin ich auf die große Hauptbühne oben drauf gegangen und habe gesagt, look, und dann kriegen wir wie einen Blick in den Himmelssaal hinein. Da ist von Engeln die Rede, von Ältesten, von Rauchwerk, der gebetet, wo aufsteigt. Das ist eine ganz andere Ebene. Und auf der Ebene wird auch hinterher diese Buchrolle thematisiert. Und da wird sie auch geöffnet, im Himmelssaal wird sie geöffnet. Und das ist wie eine neue Bühne, das ist die unsichtbare Seite von unserer Welt. Und da wird wieder Vorhang beiseite geschoben und wir schauen da hinein. Was passiert da? Wie gleichzeitig vorne auf der anderen Bühne ist. Und dann gibt es wieder einen Blick, stand ich auf der Bühne hier und habe gesagt, das ist die Bühne in das machtvolle Geschehen, in all die Mächte, die sich dagegen auflehnen, dass jetzt ein Lamm diese Buchrolle aufmacht. Und das sind verschiedene Ebenen, also nicht Bühnen, auf denen Verschiedenes passiert. Und wenn du nach dahin schaust, passiert das, wenn du dahin schaust, das. Und es ist nicht alles chronologisch, zeitgleich manches sogar, aber in einer prophetischen Weise geschriebene damaligen Zeit, wo denn das passiert und das passiert und das passiert. Und all die Dinge kommen zusammen. Und wenn man so mit dem Denken an der Offenbarung rangeht zum Lesen, merkt man, du blickst wie auf eine andere Szenerie. Und dann guckst du auf die Szenerie, was passiert denn da? Und dann sind die Gemeinden kommen wieder zum Wort später. Da passiert ja auch wieder was. Und so hast du einen Blickwinkel in verschiedene Sachen hinein. Und dann macht das auch mehr Sinn mit den chronologischen Texten da drin. Das ist jetzt nicht ablaufen so linear, wie wir uns das vorstellen, sondern denken, da passiert das. Und die Mächte, die aufbegehren, ein Monster aufsteigt, ein Löwe mit Widderhörnern und ein Drache mit 7 Köpfen und sich aufregt und dagegen angeht und so weiter. Und dann hörst du wieder was von Gemeinden und dann guckst du wie in den Thronsaal hinein, da passiert gerade das. So ein Witz, dass du versucht zu entschlüsseln, das sind nicht einfach lineare Sachen, in der sehr Sache zu verstehen ist. Mhm.
Und eben, wie man es nicht als Fahrplan verstehen, wie sollte man es denn genau verstehen? Also wie sollte man es lesen oder aufnehmen? Du hast gesagt, wie als Vision, aber nicht hintereinander, sondern mehr einfach, das passiert dann irgendwann. Oder? Zweierlei. Einiges von den Sachen ist ja passiert. Die 7 Gemeinden, die da geschrieben ist, die haben wir erlebt. Die wussten, was damit anzufangen. Das 7 Hügel, das ist doch da und da. Herr Saladin wird darüber reden und andere. Die konnten konkret, das ist in ihre Zeit geschrieben und die konnten was damit beginnen. Und nochmals, etwa wirklich, die Offenbarung ist eine hoffnungsvolle Schrift an die Kirchen. Haltet durch. Hey, ihr seid Dreh- und Angelpunkt. Ihr spielt eine Rolle in Gottes Geschichte. Ihr werdet nicht einfach zudonnert. Gott ist mit euch unterwegs. Und am Ende kommt es tatsächlich gut raus. Es wird eine neue Welt entstehen. Es kommt eine neue Schöpfung. Das Böse wird besiegt werden. Und so, glaube ich, müssen wir es heute auch lesen. Und sehr wohl uns damit anfreunden. Und das fällt uns vielleicht hier, sage ich mal, in unserem Kontext ein bisschen schwerer, dass Krisen uns nachhaltig erschüttern werden. Wir sind in einer Phase, glaube ich, wo etliche sagen würden, gefühlt sind manche Krisen näher gekommen. Wir hatten 9/11, dann aber 2008 die Finanzkrise, wo sagten, es wird nie wieder wie vorher werden. Da kam der ganze arabische Frühling mit all seinen Nebenschauplätzen bis hin zum syrischen Bürgerkrieg, der bis jetzt als globale Krise auch zu verstehen ist, mit Flüchtlingen. Und wir haben das jetzt mal in den letzten 10, 20 Jahren so näher gespürt, was das heißt, wenn Anschläge, Terror auf einmal hier vor der Haustüre passiert. Und bisher leben wir in so einer heilen Welt, weißt du, wir regen uns auf, wenn wir nicht in Tessin fahren können. Ne? Ja, das geht ja gar nicht. Also, ich kann doch wohl in Tessin hinfahren, ich kann wohin fahren, wo ich will. Wir erleben zum allerersten Mal, sage ich mal, gerade just in der Pandemie, erleben wir Einschränkungen, wo 80-90% der Menschheit permanent hat. Permanent nicht irgendwas machen darf. Von irgendwo willkürlich regiert wird. Seuchen sind, wo du nichts gegen machen kannst. Und das erleben wir auch mal auf einmal. Und merken, look, hey, seid nicht durcheinander, das passiert. Das kommt. Vielleicht nimmt es noch mehr zu. Dann ist das einfach der Endkampf, wo wir alle drin stehen, dass Gottes neues Reich anbrechen wird. Also ich würde sagen, das, was wir erleben, sind klare Anzeichen quasi von dieser Endzeit, die in der Offenbarung beschrieben wird. Ja, wenn man die Endzeit anfängt beim Tod von Jesus und seiner Auferstehung, würde ich sagen, ja, wir leben in der Endzeit. Ja, da bin ich der erste Christ, den Paulus, der war sowas von überzeugt, wenn er seine Schriften liest. Und ich erlebe noch, dass Jesus wiederkommt. Der war sowas von parat. Und sagte, Leute, maybe nachher. Und wenn wir sagen, ja, maybe today, dann lachen die meisten schon. Ne? Nein, Leute, wirklich, maybe today. Maybe tomorrow. Diese Erwartung, ich glaube, die ist bei uns nicht so präsent, wie das noch vielleicht bei den ersten Christen war oder bei Menschen, die in sehr notvollen Situationen sind, wo sich einfach nur wünschen, hey, ich freue mich, wenn morgen die neue Erde anfängt. Wir freuen uns, wenn wir in Tessin fahren dürfen. Ja. Das ist für uns so eine Auferstehungsreise. Aber ja, wir leben in der Endzeit, ja. Ja, voll. Also ich glaube, bei uns hat Corona schon recht die Augen geöffnet. Wir sind schon sehr verwöhnt. Ja. Wir würden, glaube ich, gerade noch das nächste Video anschauen. Und das letzte. Und fürchtet euch nicht, ihr lieben Christen und Mitchristen, hier daheim und wo ihr vielleicht momentan noch zuschaut. Fürchtet euch nicht. Leute, seid aufgeschlossen. Seid aufgeschlossen und mutig und hoffnungsvoll. Leute, lasst uns zu Türöffnern werden, weil Jesus hat die Schlüssel. Und sagt, geht hin und verkündet diese gute Nachricht. Wir können selbst Türöffner werden. Genau, du redest hier davon, dass wir Türöffner werden können und dass das auch ein bisschen unser Auftrag ist. Und welche Türen meinst du da genau? Sehr gut. Ja, der Kontext, warum ich das ja gesagt habe, war, dass Jesus dem Johannes dann sagt, in der Situation, ich habe die Schlüssel vom Totenreich. Und er macht damit eine Anspielung drauf, der Hades war Totenreich und der Hades ist
in der griechischen Mythologie der Gott, der das Totenreich bewacht, und er hat zwei Symbole, einmal so ein Dreizack und das zweite Symbol ist Schlüssel. Und Jesus sagt wirklich, ich bin runtergestiegen in diese Totenwelt, bin dort gewesen, ich habe die Schlüssel. Weil die Aufgabe vom Hades war immer, es darf niemand aus diesem Totenreich raus. Es müssen die Menschen dort gefangen gehalten werden, in diesem Nicht-Sehen-Ort. Und Jesus ist runtergestiegen und sagt, ich habe den Schlüssel, ein für alle Mal. Es ist aufgeschlossen, es gibt Hoffnung in dieser Welt. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und ich glaube, dass sehr viele Leute heute, vielleicht auch bedingt durch die gesellschaftliche Phase, wo wir drin sind, eine reale Sehnsucht haben nach einer Hoffnung, nach einer lebendigen Hoffnung, die unser Leben übersteigt. Und ich glaube, das ist unser Auftrag als gesamte Kirche, Türöffner zu sein für eine lebendige Hoffnung. Türen aufzuschließen für Menschen, die sich danach sehnen, hey, ich muss selbst wieder eine Hoffnung haben, die über jegliche Impfung darüber hinausgeht. Wir sind so eine Phase, wir retten uns an der Impfung, wir retten uns an der Maske, das ist alles gut und schön, aber das ist letztlich ja nicht eine Hoffnung, die verhebt bei der nächsten Pandemie. Dann fängt es wieder von vorne an. Und wir brauchen eine Hoffnung, die darüber hinausgeht. Und wir als Kirchen, als Nachfolger Jesu, ich glaube, unsere Aufgabe, Türöffner zu sein für die lebendige Hoffnung. Eine Tür aufzuschließen für diesen Jesus, der uns von vorn entgegenkommt und sagt, hey, fürchte dich nicht, ich bin mitten mit dabei. Und das können wir, wir haben den Schlüssel. Durch Jesus können wir Türen öffnen und sagen, hey, es gibt mehr als eine Impfung. Amen, das kann ich vollends unterschreiben. Hey, jetzt noch, vielleicht noch nicht gerade die letzte Frage, aber ich habe es mega spannend gefunden, wo du hast jetzt auch eben vom Hades geredet irgendwie. Und da kommt bei mir gerade, griechische Mythologie, ja genau, Aphrodite, all die Leute. Und ich habe es einfach noch nie gehört, dass man die griechische Mythologie irgendwie in Verbindung setzt mit Jesus. Das Totenreich, das ist mir bekannt gewesen, aber kannst du vielleicht darüber mehr erzählen oder wie das irgendwie, ob du, ich weiß nicht, ob es da mehr darüber zu erzählen gibt? Es gibt viel mehr zu erzählen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht viele Fehler jetzt mache, weil ich da oder alles... Jetzt mehr konkret, wie hast du das du gebracht? In der damaligen Zeit, also die 7 Gemeinden, wo das hingeschrieben war, da war an verschiedenen Orten herrschten verschiedene Kulte, neben einem Kaiserkult auch. Das war wirklich, man muss das als Anbetung betrachten. Da wurde Statuen angebetet. Wir haben hier mal eine Serie gemacht, die hieß Gods. Aphrodite, Mammon und so weiter. Das sind wirkliche Mächte, es waren Statuen, es gab Kult, es gab Tempelprostitution, um all diese Dinge darüber hinaus. Und das Bewusstsein war, diese Gottheiten, diese Mächte haben wirklich Macht in einem Leben hier drin. Und dementsprechend wurde auch Leben ausgerichtet. Und diese Symbolik, zum Beispiel mit Schlüssel oder mit diesem Dreizack, das war wie ein Machtsymbol. Wenn wir heute Fernsehen schauen, Netflix, Amazon Prime und so weiter, dann sehen wir bewegte Bilder. Die Leute damals hätten so Symbole. Und sie wissen, das ist denn dargestellt, das ist ein grimmiger Gott, das ist ein Zacke, das ist ein Schlüssel, das hat Bedeutung. Und dem steht Jesus, so steht die ersten Christen, wir entgegen und sagen, nein, wir beten keinen Kaiser an. Das ist nicht die höchste Autorität, das ist eine politische Aussage gewesen, Affront. Wir beten nicht hier, wir haben keine Angst vor dem Hades. Ja, wenn du keine Angst vor dem hast, dann können sie dir auch, ja, okay, dann tust du dich nicht mehr so einordnen, nicht mehr so unterordnen. Und so muss man sich das auch als wirkliche Macht, auch als politisches System vorstellen, dass diese Mächte und diese Anbetung von verschiedenen Gottheiten ein großes Zusammenspiel war von Politik und Religion. Und das hat wie so ein gesellschaftliches Klima auch geprägt. Und da hinein kommt das Evangelium und sagt, nein, die Mächte sind besiegt. Die sind alle besiegt. Die haben keine Bedeutung mehr. Jesus hat wirklich den Tod überwunden. Und das ist eine politische, gesellschaftliche Aussage gewesen, wo wirklich Bedeutung hatte und deswegen etliche dieser Christen auch gekreuzigt worden sind, umgebracht worden sind und weil sie sich nicht niederknien wollten vor solchen Götzen. Also das, um es vielleicht in dem Wort von Matt zu sagen, dass Jesus auch wie die vermeintlichen Durstlöscher überwunden hat. Ja, der Matt ist schon sehr intelligent. Gut. Sehr intelligent, gell? Ja, du hast von Symbol ja geredet und eine Frage im Slido wäre auch noch, was bedeutet denn zum Beispiel
666. Heute Morgen ist nachher einer zu mir hingekommen und hat gesagt, 666, die Angela Merkel, das sind doch 6 Buchstaben. Und die hat die 3. Amtsseite, 3 mal 6. Sagt, ja, okay, du, ich kann dir einen Kaffee spendieren. Vielleicht hilft das. Look, wir werden auf diese Zahlen konkret in den nächsten Wochen eingehen. Was bedeutet das? Wie muss man das lesen? Welche Bedeutung hatte das damals für die Adressaten, an die das geschrieben worden sind? Wie können wir das irgendwie entschlüsseln? Weil offensichtlich, das heißt, wer schlau ist, dann, der kann das entziffern. Entweder sind wir bekloppt oder es hatte wirklich damals eine Bedeutung, wo die Leute auch schnell verstehen konnten als Codewort, weil man es nicht öffentlich so deutlich schreiben durfte. Und das war wahrscheinlich der Fall. Johannes das ein bisschen so geschrieben hat, die Gemeinden das sehr wohl verstanden haben, weil wer damit gemeint ist. Aber da kommen wir in den nächsten Wochen drauf, deswegen sage ich es nicht. Auf das bin ich auch mega gespannt. Ja, einfach auf die ganze Serie. Genau, hey, jetzt sind wir auch schon langsam am Ende von diesem Interview oder von diesem Gespräch, von diesen Diskussionen. Würdest du uns noch etwas mitgeben, wo wir für dich, wenn jetzt Leute nicht zugelassen haben, nicht mitbekommen haben, das ist die Botschaft, die sie heimnehmen müssen von deiner Predigt, von diesem Interview, von dieser Thematik? Ja, ein Punkt ist mir sehr wichtig, wo ich auch heute Morgen sehr betont habe. Ich habe am Ende von der Predigt ein Bild einblenden lassen von einem Wirbelsturm. Und wenn Jesus dort in der Offenbarung 1 dem Johannes so deutlich sagt, der niederfällt, wie ohnmächtig, wie er die Vision bekommt. Und das allererste, was Jesus ihm sagt, ist, fürchte dich nicht. Die Dinge müssen kommen. Das wird passieren, aber fürchte dich nicht. Ich bin das A und ich bin das O, also das Anfang und das Ende. Und ich werde das letzte Wort haben. Und mir ist ja das Bild von so einem Sturm, von so einem Wirbelsturm nahegekommen. Ich sage, look, es stürmt wirklich. Es stürmt weltweit. Und wenn du im Auge von so einem Sturm bist, dann ist da im Moment windstill und du kannst nach oben schauen. Und wir können nach oben schauen und Jesus schaut zu dir und ruft dir und mir zu in der Phase, ja, es stürmt, es wird Wirbel werden. Aber ich spreche dir zu, ich bin bei dir. Alle Tage bis an der Weltende. Alle Tage. Auch die Tage, die ziemlich chaotisch sind, die wild werden, wo Mächte sich auftun, wo Monster emporsteigen. Und dann ruft Jesus uns zu, ich bin bei euch. Habt die große Vision. Die Monster haben nicht das letzte Wort, aber es gibt sie. Und deswegen sei vorbereitet, halt durch, halt fest und gib Gott alle Ehre. Hey, das ist ein mega schönes Bild, das ich gerne auch mitnehme heute oben. Und ich wollte dich fragen, magst du gerade noch für uns beten, also mit uns beten? Ja, gerne. Jetzt stellen wir doch alle zusammen auf, weil wir werden im Anschluss miteinander noch einen Teil vom Worship haben. Wir haben einen ganz speziellen Song, wo wirklich wie in der Offenbarung schon gesungen wird. Halleluja. Das Lamm Gottes regiert. Da wird das Lamm wirklich bezogen nachher. Und es ist so ein ergreifender Song, wo wir miteinander singen, auf das, wo wir uns ausrichten. Und wenn dir hilft, dann öffne deine Hand jetzt und sag, hey Gott, ich möchte so eine Vision gegen meine persönlichen Monster und gegen all die Ängste, wo mich manchmal betreffen. Und der Heilige Geist, der wird da sein und wird dich heute Abend noch neu erfüllen mit der großen Vision. Liebe siegt am Schluss. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Danke dir für den Wort, das du uns geschenkt hast und danke für die ganz große Vision. Das ist so ein Lamm, das Symbol so klein und so ungefährlich letztlich alle Monster besiegen wird. Und Jesus, wir freuen uns darauf und wir möchten durchhalten und ich bete darum, Heiliger Geist, erfülle uns. Danke, dass du ein Geist bist, der uns nicht so Furcht bringt, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und Heiliger Geist, komm jetzt. Nimm so Furcht weg, wo wir in der Pandemie vielleicht aufgebaut haben. Danke, dass wir an deiner Hand weitergehen dürfen und wissen, dass wir mitten im Auge von dem Sturm sind und dich zu dir aufblicken dürfen. Und wenn es noch so sehr wirbelt und macht, Jesus, wir halten an dir feste.
und beten dafür, dass du uns erfüllst mit dieser Hoffnung.